Hallo miteinander. Herzlich willkommen zu einem gewünschten Game. Also ja, ich habe gesagt, ich tue das Let's Playen, aber im Moment habe ich keine Zeit für das, also tue ich einfach sporadisch, wenn ich mal Lust habe, so ein Part von dem machen. Also, ihr könnt nicht damit rechnen, dass es regelmäßig kommt. Ich bin hier die Engländer, ich spiele es mal auf einfach und ein bisschen von dem Lehrer. Und jetzt bin ich mal geschwind still. Es ist alles Englisch leider, aber eben, ich habe es leider nicht anders bekommen. Leider. Crowned king came the dawning of a new era for England. Nobles ordered the construction of mighty castles to fortify the realm. To rule this land is a birthright, but to control it requires the courage and skill few possess. It is a kingdom beset by enemies. The Scots press at its borders, the Vikings to the north, and the French separated by a mere channel of water. All of the country exists in a state of war, as even the common are called upon for duty. In these times of total war, it rests on the shoulders of those who lead to ensure the kingdom does not fall into ruin. Ja, das ist die Geschichte von England bis jetzt. Also rundum sind wir von Gegnern belagert, im Norden die Schotten, innen am Meer, die Wikinger, also Dänemark ist dort. Und im Süden natürlich die Franzosen, die ewigen Gegner von England. Es gibt ja jenste Kriege mit diesen beiden. So, da sind wir. Oh, bitte nicht. Okay, die Glocke hat aufgehört. Also, das ist England. Wir haben da keinen auch schon, ich weiss nicht, irgendeinen Krieg oder so. Your Majesty. Whatever. Einen Diplomat haben wir. Schon ein bisschen Armee. Ein Kaufmann. Da werden wir mal den besten Handel probieren finden. Journeying onward, Zeigt sie mir noch nicht an. as you command. Der tut eigentlich, Journeying onward. whatever, 5. Yes, sir. Scheiße. We'll start sending these. Ja, egal. Tut er halt da ein bisschen üben. Er tut pro Runde tut er da einfach ein bisschen handeln und man kommt dann das Geld über. Und Kardinal, und am Anfang sind es Priester, Kardinal werden es mit der Zeit, wenn man, ja, das kommt alles noch. Gut, auf jeden Fall, er kann da schauen, wie viel katholisch das Land ist und dann kann man das Daughter of the improven. crown. Yes, Ships ready! my lord. Prinzessin, die man kann verheiraten oder die auch kann Diplomatie betreiben kann. Your will, sir. Plus da haben wir nochmal eine kleine Armee und einen Spion. Wir gehen schauen bei den Schotten. Ja. Also es gibt auch verschiedene Städte. Das ist eine Stadt einfach so. Da können wir jetzt zum Beispiel einen Markt bauen und immer nur etwas pro Runde. Also nicht so wie im Shogun, das ist total anders als Shogun. Und da können wir die Steuern gerade rauf tun, dann können wir auch mehr Geld über. Das tun wir reservieren, das ist ganz wichtig. Finde ich, es gibt einfach Cash, oder? Das ist wichtig am Anfang. Und das ist eine Stadt, eine Burg, ein Schloss. Da kann man auch Dings nicht verändern, das bleibt so. Und die Gebäude sind einfach anders. Da hat man zum Beispiel einfach wo man kann Speer machen, Nahkämpfer, Ställe, wo man kann Hobilaren machen und einfach sonstige Kavallerie, Ballisten kann man machen, wobei das kann man auch in einer Stadt machen. Da. Ja. Ich würde sagen, wir schauen mal, dass wir überall etwas bauen können. Wir können gerade am Anfang mal ein bisschen Weg bauen. Und da rekrutieren wir auch schon die ersten. Ja gut, Mail Knights sind noch nicht so wichtig, aber einfach mal Kavallerie.
Weil das wird eines der frühesten Ziele sein, das Rebellendorf. Das gehört niemandem, oder? Gibt keinen Krieg und so. Genauso wie das. Da wird wahrscheinlich gerade die erste Mission kommen. We have something for you. Handels. Ja, nehmen wir an. Très bien. My people and I shall not forget this. Das ist eben auch noch herrlich. Die Akzente von den einzelnen Völkern. Au revoir. Ach, wach. Und ich bin wirklich britisch und da sind die Schotten und so, die sind auch, die hört man auch, dass Schotten sind. Das finde ich herrlich. Los, geht's nicht schneller. Gut. Also die erste Mission ist York rein. Okay. Machen wir doch. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, was wir bekommen, aber es ist egal, ich probiere sowieso alles erfüllen. Und erst dann kann man ja noch schauen, was wir bekommen. Und wie ihr seht, ich kann jetzt auch nicht sofort neu bauen. Das ist je nach Größe und nach Einwohnerzahl, Population, kann man verschieden viel bauen oder rekrutieren. Jetzt müssen wir da mal ein bisschen umschauen und probieren, die besten Entscheidungen zu treffen. Ich sage, tun wir da mal ein bisschen verstärken. Yes, Ein my lord. Diplomat. Yes, Schicken wir sire. mal ein bisschen weiter vorne da. Tomorrow's journey planned out, sire. Und wir werden auch noch ein bisschen verstärkt. Wie viel hast du denn da? 5 und 1 sind Bauern und Speermiliz. Okay. Ja, und auch Winter und so. Ich habe keine Ahnung, ob es etwas ausmacht. Auf jeden Fall kein so Verlust wie im With Schokon. discretion, sire. So, dann können wir nichts mehr bauen. Next round. Ah, meine Prinzessin. Stimmt. Komm. Aha. Schottland. Willst du handeln? Oder auch nicht? Strange. Okay. Es hat ausgesehen, als ob er dort zurückgeschlagen worden wäre. Ist gut für mich. Dann ist er schwächer. Ja, theoretisch könnten wir schon angreifen, aber ich warte jetzt mal, was da der Franzose macht. Nicht, dass wir uns in die Quere kommen. Noch ein Schiffchen mehr. I don't like the way Jetzt essen mal über, dass die kann ein bisschen Sire, am I diplomatisieren. to win over hearts or heads? Oder dass wir uns heiraten. Post haste, sire. Dann können wir eigentlich den Schuhen geben, die löschen. Das bringt nichts, wenn die nur Geld verschwenden. Das sind einfach so Bauern, oder? Okay. Der allererste Kampf würde ich anraten, einfach auslaufen lassen. Es sind 2 Runden, bis sie aufgeben. Und meistens das Ganze auf, vor allem auf einfach. Gut. Mehr können wir auch nicht machen. Ja, rekrutieren können wir, aber haha. Müssen wir nicht so früh am Anfang. Und das sind jetzt nicht meine Glocken, das sind die im Spiel. Okay. Du bist ja der Dings dran, genau, an der Mine. Machen wir mal einen Hafen, das gibt auch wieder ein bisschen Cash. Und Garnison. Noch eine Runde und dann haben wir einfach gratis ein Dorf sozusagen, ohne Kämpfen. God's servant. Und der hat jetzt erst 2% gemacht, also ihr seht, wie lange das geht. Und ja, ich zeige euch sonst mal so ein bisschen. Ihr seht links unten die Map. Also es ist wirklich alles vertreten, bis auf Afrika kann man Stiefel erobern von Italien, über Ungarn, Rumänien, Byzanz, was nicht aber immer alles da ist. Und dann da ist unser Ziel, Jerusalem. Im Moment gehört es noch niemandem. Da ist der Papst. Wir sehen, wie gut wir in seiner Gunst stehen. Einfach normale Diplomatie oder wer mit wem verfeindet ist und so. Und noch Informationen über meine
über meine Seite. Ja. Da sieht man die verschiedenen Bischöfe, also das ist unser. Und eigentlich jedes Land, jedes katholische Land hat einen Bischof und da müssen wir dann probieren, möglichst gute Bischöfe zu haben oder möglichst viel, dass wir auch kontrollieren können und ihn um einen Kreuzzug bitten, wenn wir das brauchen und so. Da auch verschiedenste Anzeigen, das brauche ich eigentlich nie, mein Stammbaum, der Henry. Ja, ja, perfekt, oder? Kinder sind immer gut. Okay, jetzt mal schauen, wir können immer noch keinen neuen Händler oder Priester machen. Gehen wir weiter. Und schauen wir, ob da uns verheiraten oder ob sie automatisch verheiratet wird. Was der will, Jackie nicht. Er fragt mich immer irgendwie. Ah, okay, wir müssen kämpfen. Voll easy. Zeigen wir es dem. Jetzt sehen wir mal ein Kämpfchen von da und ich glaube, da muss ich die Ladezeiten nicht schneiden. Also da geht es ziemlich schneller. Und ich glaube sogar, es werden auch mehr Kämpfe. Ja, man wird ja auch zum Kreuzzug fast gezwungen, wenn man nicht will, in Ungunst fallen, oder wie man sagt. Jetzt greift er mich halt gerade an, weil das ist immer so, das ist schon medieval so gewesen. So. Einfach, wenn er aus der Burg rauskommt, greift er gerade an. Und ich kann jetzt auch nicht weiter schauen, als meine Einheiten sehen. Das finde ich auch viel geiler irgendwie. Ich sehe nicht, was er für Einheiten hat. Das ist auch okay, finde ich auch cool. Und wartet, wir gehen ein bisschen weiter für die Leute. Ja, rennen ein bisschen los. Okay. Ja, das ist schon gut so. Was kommt denn da? Speermiliz. Okay, pure Pös, ist egal. Ah, und Archer-Miliz. Man kann mit allen Bogenschützen von Anfang an Feuer machen, es ist einfach viel ungenauer. Aber so die erste Welle machen wir mal. Man sieht auch nicht, wie weit das schiessen können, abgesehen vom Pfeil vorne, das grüne-rote, oder? Jetzt können alle schiessen. Wir machen auch die erste Welle ein bisschen Feuer. Dass gerade mal demotiviert werden. Dann löschen wir das wieder und gehen ein bisschen zurück dann. Ja, eines, zweimal. Können es schon noch schiessen. Man sieht es leider auch nicht so gut, weil das Game halt doch viel älter ist. So, und jetzt sehen wir eigentlich, die Kämpfe gehen recht lang. Nein, 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 weiter. Okay, nein, Rebellen sind zuerst. Ja, nein, sicher. Vergessen, dass ich gesagt habe. Es sind Rebellen. Los, nur noch jemand flüchten, da hätten wir schon gewonnen. Los! Ja, und so das Prinzip ist eigentlich immer das Gleiche. Der gewinnt, der am wenigsten Einheit hat oder alle, die flüchten, der hat halt verloren, oder? Und ich habe unendlich Zeit das mal eingestellt. Oh, seht ihr den? Der kämpft bis zum Tod. Jetzt nicht mehr, jetzt hat er Platz zum Flüchten. Aber wenn er zu fest eingekesselt hat, hätte er bis zum Tod gekämpft. Das ist nicht von Vorteil. Ich frage mich, wieso dass der Kampf nicht beendet wird. Muss jetzt alle töten? Das wäre mir neu. Egal, ist eh bald so weit. By St. George, our men have taken control of the city. My lord, we've lost control of the city. Ja, wir wollen gar nicht Control. So, jetzt haben wir sie auch wieder. Ah. 56 verloren, ja, das geht noch eigentlich, finde ich. Ist ganz annehmbar.
Und leider eben da, die Verstärkung aus dem Shogun, die gibt es da nicht. Glorious victory is ours, sire. Da ist wieder dasselbe, alle Metzgen, ausrauben und einfach besitzen. Gut. Da können wir gerade die Steuern erhöhen. Und wenn ihr seht, das bleibt jetzt immer so. Okay. Schön. Belohnung. Das sind 4 Reiter. Die können wir gerade brauchen für da oben. Und das geht auch noch rein. Bogenschütze. Yes, Your Highness. 1% mehr, das ist auch nicht schlecht. Fleet ready, sire. So. Da ist noch eine Runde. Was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, das Bordell wegen dem Spion. Und wegen der Ordnung. Ja gut, Ordnung, das ist nicht wichtig. Nein, komm, ich Ballisten. Ist auch etwas. Your will, sire. Du kannst noch nicht führen. Jetzt möchte ich gerne mal abwarten, was meine nächste Mission ist. Diplomat, um da mit denen mal ein bisschen verhandeln. My lord. Of course, sire. Okay, oh. Oh, ja, Dublin, das ist hart. Okay. Okay, ja. Prince Rufus ist ein bisschen besser geworden. Wo ist er überhaupt? Das ist da. Da. Ja, schlecht ist er nicht. Für 28 da. Höble, höble. Daughter of the Crown. I Niemand am zum ready to Heiraten. approach. Am I Sire. Without question, Dann niemand sire. zum Anquatschen. Hä? Schauen wir mal, was die nächste Runde so bringt. Greetings. Ah, We have a word for you. ja. You'll accept? Excellent. Excellent. Ja, man hat es leider nicht so gut gehört, aber sie sind endlich hingekommen. Scotland's. Dänemark. Der ist jetzt unser Händler am Ausspannen. Hat es geschafft. Jetzt gibt es unseren Händler einfach nicht mehr. Gibt ihn einfach nicht mehr. Okay, wir sollen mit denen Handelsbeziehungen aufbauen. Das machen wir doch gern. Gibt uns mehr Cash. Das ist jetzt eben noch die Meldung von dem, wo verschwunden ist. Wir machen Plus wieder. Schön. London. Jetzt hast du hier vergleichen. Also wir brauchen auch viel Geld im Moment für die Armee schon. Viel zu viel. Das heisst, wir brauchen ein neues Gebiet. Marching to war. Beginning the siege, sire. 2 langen. Nächste Runde können wir gerade angreifen. Sire, as you wish, your will, So, sire. das wird wieder unterstützt. Jetzt mal schauen. Yes, sire. Ah. Yes, Um. noble sire. Orders. Your will. By your command. My liege. Yes, sire. So, sieht doch schon besser aus. Da können wir die Steuern behalten. Hail, my king. Das ist zwar recht schwach, glaube ich. With discretion, Wo sire. ist er denn? Approaching Aha. quietly. I'm not Es geht zwar, ist er da dagegen immer angelaufen und hat voll gefailt wahrscheinlich. Ja, mir soll es recht sein. So, was haben wir denn da noch? Okay, die kosten alle nichts, die sind blau. Das sieht man. Ja, das wär's glaub schon. He? Ja gut, mit Diplomat da, den habe ich gerade vergessen. Ja, ich sag's euch, mit der Zeit ist es so verwirrend. Ich komme raus. Mail Knights. Wieso habe ich so schlechte Chancen? Probier's gleich. this day, men. Take up arms and take victory. Ja, das ist auch geil, hä?
Also die Musik. Und die Elefanten, die kommt mir erst in Afrika über. Okay, ja, jetzt haben wir das Problem. Jetzt müssen wir schnell loslassen. Ah, Gruppe bilden. Das mal tue ich gerade Nahkämpfe führen. Hä? Ja, whatever. Nur ein Archer, ah, darum wahrscheinlich. Ja. Schnell. Puh. Die gehen ein bisschen ablenken. Ja, die haben keine Chance, würde ich sagen. Machen mal Schild drum. Ah nein, er hat noch Speer. Scheiße, er hat noch Speer. Jetzt aber nicht mehr. Nein, jetzt runter. Los, kurzen Angriff. Ich hoffe nur, seine Speer kommen nicht zurück. Dann. Ja, die flüchten genau in mich hinein. Jetzt sollte ich eben anfangen, in die Flanken zu gehen. Da. Okay, sie flüchten. Voll easy. Voll easy. Da wird's gemeuchelt. Nein. Lasst es durch, lasst es flüchten. So. Sun Tzu hat gesagt, der Feind, der flüchtet, muss immer einen Fluchtweg haben. Oder irgendwie so etwas hat er gesagt. Auf jeden Fall geht es halt darum, dass man dem Feind einen Fluchtweg lassen, sonst kämpft er bis zum Tod, oder? So. Wir stellen uns da wieder auf. Weil eben, er kommt sowieso wieder. Wieso ist das Tor nicht zugegangen? Nicht aufgegangen bei denen, das ist voll komisch. Ja, los, kommt. Keine Chance haben sie. Gegen meine Bauern, es sind nur Bauern. Ah, scheiße, dann sollte ich wahrscheinlich etwas anderes mal schicken. Ah, whatever, komm. Ich darf immer zu fest darauf schauen, dass ich möglichst wenig Verlust habe. Eigentlich wäre es ja gut, aber es geht halt einfach zu lang für ein Video. Jetzt geht er in die Flanke, und wir gehen wieder hin. So. Die blöden Türen schiessen immer auf mich. So. Ah, seht ihr, das meine ich? Es sind so ein bisschen längere Kämpfe, finde ich. Später wird es noch extrem, wenn die Rüstungen besser werden, oder? Jetzt machen sie endlich fertig da. Der ist immer noch da rein. Los, stürmen die. Hei, da haben sie jetzt mehr an dem Tor. Los, stürmen. Los, innen.
Rein! Verteidigen wird dann auch cool. Also ich finde es super cool, da verteidigen. Vor allem, wenn dann die Städte grösser werden. Sie werden wirklich riesig Good dann. tidings. The enemy Yes. general lies dead. We've sent the base cur to hell. Das war der gegnerische General. Gewesen. So, in der Stadt. Und eben, wie ihr seht, mir gefällt es viel besser so. Aber wir werden es auch später sehen, wenn man wirklich mit Katapult und so muss kommen und BÄM, die Mauern einreisst. Überhaupt. Jetzt machen wir endlich vorwärts. Jetzt sind sie erst aufgewärmt, Gott sei Dank. Und das ist der Scheiß. Entweder muss man mehr Leute auf dem Platz haben, eine gewisse Prozentzahl, oder die müssen alle weg sein. Und der Computer ist immer so, er campt dann da und man muss eigentlich da alle schliessen. Wenn man der Aggressor ist. By St. George, our men have taken control of the city. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Ihr kommt mal hinführen da. Geht auf die da. Los! Das am Schluss ist immer noch mühsam, finde ich. Eben weil es so langsam vorwärts geht, aber sonst die Kämpfe eigentlich sind geiler. Ja, ja. Ich sage so mal Tschüss für diesen Part, weil ich finde das lange, das ist jetzt schon ein langer Part. Und wir sehen uns sonst das nächste Mal wieder. Das ist Medieval Total War, also aus der Total War Reihe. Ein super geiles Spiel, aber eben, ich komme nur sporadisch dazu, um ein Video über das zu machen. Also, see you later und bis nächstes Mal. Peace! Ja, ich weiss, den Kampf lassen wir jetzt schon noch fertig. Zum schauen, wie viel Verlust ich hatte. So. Jetzt Endbattle. Nein. The enemy army flees the field. By Also. the grace of God, our foe. Recht viel verloren, aber für das, so, wie die Prognose schlecht war, habe ich eigentlich doch noch etwas rausgeholt. He? Ja, die Armbrustschützen, die sind heftig. Victory in your name, my lord. Victory! This is English soil now. Yeah, englischer Boden. Okay. Gut. Also, wir sehen uns das nächste Mal. Peace.